Sehr geehrte Damen und Herren, spoštovana gospa generalna direktorica Cetinski, lieber Herr Osterkamp, lieber Jürgen Boos. Es gibt von dem genialen russischen Dichter Wladimir Majakovski ein futuristisches, stilistisch äußerst eindrucksvolles Gedicht, das eine ganz eigene surrealistische Welt kreiert. Alle möglichen Themen kommen darin vor. Kurz gesagt, von seiner enttäuschten Liebe bis hin zur Notwendigkeit einer Revolution. Es heißt Die Wolke in Hosen. Dieses Gedicht war bisher immer meine Lieblingswolke in der Literatur. Als ich aber jetzt diese fantastische slowenische Anthologie mit dem schönen Titel Mein Nachbar auf der Wolke in der Hand hatte, ist Majakowskis Wolke zwar nicht verblasst, weil das überhaupt nicht geht, aber ich habe jetzt noch eine Lieblingswolke in der Literatur. Die Anthologie, über die wir heute sprechen werden, ist ein gar nicht hoch genug einzuschätzender Beitrag zu den kulturellen Beziehungen der deutschsprachigen Länder und Slowenien. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. Wortwörtlich heißt Anthologia Blüten sammeln oder Blüten lesen, und das hört sich wie eine schöne Nachmittagsangelegenheit an, aber die Wahrheit sieht natürlich ganz anders aus. Die Wahrheit sieht so aus, dass man dazu sehr kluge, belesene Köpfe braucht. Und was für eine große Anstrengung es ist, im Labyrinth von tausenden Gedichten auszuwählen und die besten Blüten zu finden. Anthologien sind seit dem 13. Jahrhundert zum ersten Mal in Byzanz belegt. Im Jahr 2023, so lange mussten wir also warten, gibt es nun endlich auch eine Anthologie der slowenischen Dichtung, deren Herausgeber und Übersetzer eine Meisterleistung vollbracht haben. Lyrik zu übersetzen ist ja nur als Übertragung möglich. Auch in dieser Anthologie sieht man, welch anspruchsvolles Unterfangen dies ist. Aber die Übersetzungen sind so ausgezeichnet, dass der deutsche Leser eine Vorstellung davon kriegt, wie schön und reich die slowenische Poesie ist. Auch deswegen wünsche ich allen sehr, dass dieser Band eine möglichst große Leserschaft in Deutschland findet. Der Hansa Verlag und die Frankfurter Buchmesse sollten es möglich machen, deutschsprachigen Lesern diese neue Welt zu eröffnen, die in Deutschland unbekannt ist, wie leider auch die slowenische Sprache. Das merkt man dann, wenn man hier lebt und gefragt wird, also von Deutschen oder anderen, die keine Slowenen sind, ob in Slowenien denn Slowakisch gesprochen wird. Oder wenn ich gefragt werde, wie ist es denn in Slowenien, in Bratislava? Da muss man wieder an den Titel denken, Mein Nachbar auf der Wolke. Ein sehr viel besserer Ort wohl als die Wolke in der Hose. Ich danke allen Kolleginnen der Akademie und Bernd Busch für die oft sehr heitere und fruchtbare Zusammenarbeit, den Kolleginnen vom Zankrew-Dom für die wie üblich fantastische Kollaboration und natürlich die großzügige Gastfreundschaft. Amalie Marczek und Zdenka Hafner-Celan für das hervorragende Dolmetschen und last but not least besonders Urban Schrimpf, dem Hans Dampf in allen Gassen. Vielen Dank. Spoštovani gostje, spoštovani slovenski in nemški avtorji, spoštovani uredniki in vsi drugi prijatelji literature. V veliko čast mi je, da sem danes lahko tukaj z vami. Izid te antologije je namreč nekaj res izjemnega in ob tem, da je to izdala Nemška akademija za jezik in slovstvo skupaj z založbo Hanser iz Münchna, je treba se obvezno zahvaliti vsem trem urednikom, Matijasu Göricu, Amaliji Maček in Alešu Štegru. Mislim, da so opravili neprecenljivo delo. Pri jeziku, pri narodu pesnikov je namreč izjemno težko izbrati ne samo kateri avtori naj bi bili v antologiji, ampak tudi potem posamezne pesmi vseh teh avtorjev. Najverjetneje bi ta antologija lahko imela 600 strani ali pa tudi več, ker med nami, med vami tukaj je res ogromno izjemnih avtorjev, ki morda še vedno niso prevedeni, nekateri so že večkrat prevedeni, vendar pa v tej antologiji so pesmi, ki še večinoma niso bile izdane.
izjemna velika hvala tudi vsem prevajalcem teh pesmi, ki so opravili tudi podobno neprecenljivo delo, zato da lahko nemški bralci zdaj berejo slovensko poezijo v tako kakovostnih prevodih. Zares je povsem nepomembno, odkot prihajajo avtorji, kje pesem nastane ali pa katero besedilo. Pomembno je, kako je napisano in kdo jo bere. Pomembni so tudi bralci in teh bo zdaj, upam, veliko. Zato berimo, uživajmo in še prej pa poslušajmo naše avtorje. Hvala lepa. Guten Abend, liebe Alex, liebe Katja, sehr geehrte hochwohlgeborene Akademie, liebe Übersetzer, liebe Autorinnen, liebe Leser. Ich freue mich sehr, hier zu stehen, auch wenn meine Stimme vielleicht etwas zittert. Ich bin kurz davor, sie zu verlieren. Das hat aber nichts mit ihrer Anwesenheit zu tun, sondern einfach mit zu vielen Aufenthalten in zu kühlen Hotels. Ich freue mich, hier zu stehen, weil es ein langer Weg war, dass wir Slowenien in Frankfurt in den Mittelpunkt stellen können. Wir haben uns lange gewünscht, Lyrik in Frankfurt in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben uns umgesehen und wir haben entdeckt, dass es ein Land gibt, das für Lyrik, Poesie steht. Und das ist Slowenien. Und dass jetzt diese Anthologie erscheint, ist die Bestätigung, dass wir den richtigen Weg gegangen sind, auch wenn er einige Ausschläge hatte. Aber wir haben es geschafft und wir stehen jetzt hier und wir erwarten, wir wissen, dass wir ein tolles Programm in Frankfurt erleben werden. Ich habe ein Vorab-Exemplar der Anthologie bekommen und habe ein bisschen drin rumgeblättert. Und wie gesagt, ich glaube, oder ich habe auch gehört, dass hier die kurze Rede eine lange Tradition hat in Ljubljana, dass der Bürgermeister dafür bekannt ist, entweder sehr ausführlich zu sein oder super, super kurz. Ich würde mich jetzt auf seine Seite schlagen und möchte meine kurzen Grußworte eigentlich nur mit 2 Zitaten beenden. Nichts ist dunkler als klare Sprache und nichts ist wahrer als ein Gedicht. Das finden Sie auf dem Klappentext des Buches. Ich weiß nicht, von wem dieses Zitat ist. Vielleicht ist das jetzt heiteres Zitate-Raten, aber sehen Sie mir nach, dass ich das jetzt nicht richtig zitieren kann. An einer anderen Stelle bin ich hängen geblieben. In dem Fall ist es Fabian Hafner. Gedichte schreiben, aus einer Sprache übersetzen, die es nicht gibt. Und das leisten Sie, das wollen wir erleben. Ich bedanke mich sehr und übergebe mit an den Präsidenten Herrn Osterkamp. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Abend. Ich bin sehr froh, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Der Anlass verdient es. Das Erscheinen der Anthologie Mein Nachbar auf der Wolke, slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts. Wir alle haben uns sehr darauf gefreut. Es war eine schwierige Geschichte, dieses Buch tatsächlich termingerecht vorzulegen und es jetzt aus Anlass der Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung auch einem slowenischen Publikum zur Kenntnis zu geben. Ich sollte vielleicht daran erinnern, dass dieses Buch, obwohl es natürlich als Anthologie slowenischer Lyrik ein Solitär ist in sich selbst, trotzdem aus der Perspektive der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ein Band in einer Reihe ist, in einer Reihe ambitionierter Lyrikbände aus den europäischen Literaturen. Wir haben begonnen mit einem Band Grand Tour oder Grand Tour, wie immer Sie sozusagen Ihre innere Geografie polen, zur jungen europäischen Lyrik aus über 40 Sprachen. Dieser Band, herausgegeben von Federico Italiano und Jan Wagner, war ein gewaltiger Erfolg, der uns dazu ermutigt hat,
jetzt einzelne Nationalliteraturen in ihrer Lyrik vorzustellen. Der zweite Band ging über die dänische Lyrik. Das hat die Königin Margarete von Dänemark außerordentlich enchamiert. Sie hat daraufhin den Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung zum Lunch eingeladen. Das ist, ich weiß nicht, was mir jetzt hier in diesem Lande widerfahren wird, aber will einfach erst mal sagen, da sind noch Entwicklungsräume nach oben drin und auch deshalb heißt der Band vielleicht Mein Nachbar auf der Wolke. Ich bin sehr, sehr dankbar für die ungeheure Großzügigkeit, mit der wir hier in Slowenien in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten empfangen werden. Ich darf sehr herzlich, auch wenn sie jetzt heute Abend nicht da sein kann, Frau Cetinski für die Gastfreundschaft und die Unterstützung in diesem Hause danken. Ich danke natürlich noch einmal Frau Landgrebe und dem unermüdlichen Herrn Schrimpf für die enge Zusammenarbeit und freue mich nun, dass auch Herr Boos gesprochen hat und dass Frau Stager gesprochen hat, denn die sind beide nun verantwortlich dafür, dass der Auftritt Sloweniens als Gastland bei der Frankfurter Buchmesse in diesem Herbst organisatorisch und inhaltlich gut über die Bühne gehen kann und dass wir das inhaltlich einläuten mit diesem wunderbaren Band, auf den wir nun tatsächlich sehr stolz sind, ist auch eine Auszeichnung für unsere Akademie. Und jetzt wollen wir so verfahren, dass wir die 3 Herausgeberinnen und Herausgeber des Bandes auf die Bühne bitten, also Herrn Göritz, Frau Maschek und Alice Steger, und ein paar Worte über die Konzeption des Bandes austauschen, bevor dann die eigentliche Lesung, moderiert von Maja Haderlapp und Ilmar Rakusa, stattfinden wird. So, wo sind die Verantwortlichen? Öffentlich soll sie sich zu erkennen geben. Also Aleš, Matthias Göritz und Amelia Maschek. Und wir setzen uns mal hier in die Mitte. So, ich bin erleichtert darüber, dass Sie mit... Muss man das hier anstellen? Verstehen Sie mich? 1, 2, 3. Nehmen Sie meins, dann spreche ich mit Alexis an. Gut, meine Damen und Herren, jetzt verstehen Sie mich leider, aber die Herausgeber hier auf der Bühne verstehen mich auch. Und natürlich kann man, wenn man diesen Band in den Händen hält und weiß, wie intensiv er vordiskutiert worden ist von 3 hochkompetenten Herausgebern, nur des Lobes voll sein und des Glückes obendrein, dass der Band, so wie er hier ist, leserfreundlich uns vor Augen liegt. Er ist vom Hansa Verlag wie immer aufs Schönste gestaltet worden, so dass wir hervorragende Übersetzungen haben, aber auf der anderen Seite auch den slowenischen Originaltext. Das ist also ein Band, der für hochambitionierte Leser auch die Möglichkeit gewährt, Slowenisch auf hohem Niveau zu lernen. Als Literaturhistoriker, der ich nun mal bin, habe ich eine einleitende Frage. Ihr beginnt eure Anthologie im 20. Jahrhundert, also in der Zeit, in der gewissermaßen die slowenische Lyrik ihren Anschluss an die internationalen Bewegungen der Moderne gewinnt. Und das ist aus einer deutschen Perspektive fast eine Provokation, wenn ich das so sagen darf. Wenn ich mir vorstelle, wir hätten eine Anthologie deutscher Lyrik in slowenischer Sprache und es kämen die modernsten Lyriker der deutschen Literatur, also Goethe, Heine, die Droste, kämen darin nicht vor. Also Lyriker
auf die sich die moderne Poesie ja zurückbezieht, dann wäre das eine heikle Situation. Und da frage ich euch, wie kommt diese Entscheidung zustande, das 19. Jahrhundert, das 18. Jahrhundert, die Zeit der Aufklärung auszuklammern? Aleš, du bist der Mutigste, ich weiß schon. Nein, ich liebe Provokation und ich glaube, diese grün-gelbe Farbe des Umschlags hat schon in sich als Provokation, visuelle Provokation. 1904 war ein Glücksjahr für die slowenische Lyrik. Zwei Hauptstimmen der modernen slowenischen Lyrik wurden geboren, Sečko Kosovel und Edvard Kocbek. Sehr unterschiedliche Dichter. Der eine starb extrem jung, der andere hat eigentlich vor allem auch politisch steht für eine politische, wie soll ich sagen, Einbindung oder reflektiert die Rolle eines politisch engagierten Dichters, auch einen Mitleidenden der slowenischen Geschichte. Wir dachten sehr viel zusammen und wir diskutierten innigst, wie können wir diese einmalige Möglichkeit nutzen, um an Lyrik interessierte, auch belesene deutsche Leser dazu zu gewinnen, um weiter zu graben. Und am Ende fiel eben der Beschluss, dass das 20. und auch jetzt das 21. Jahrhundert so reich an individuellen Poetiken sind, die wirklich auf Augenhöhe mit der Welt geschrieben wurden und noch immer geschrieben werden, dass wir nicht zurückgreifen wollten. Wir wollten keinen Historismus betreiben, wir wollten eigentlich auch nicht nur informieren, sondern vor allem verzaubern. Und das heißt, dass wir uns auch die größten Anstrengungen gemacht haben, diejenigen Übersetzungen auszuwählen, die nach unserer Meinung, vor allem auch nach der Meinung von Matthias, weil er ist ja der einzige Muttersprachler unter uns, und nach der Meinung von vielen Freunden aus Deutschland, die wir konsultiert haben, also Texte, Übersetzungen, die wirklich greifen, als wären sie auf Deutsch geschrieben, und dann vor allem Amalia und Matthias eine zusätzliche Großleistung zu leisten in Sachen neue Übersetzungen. Wir haben eigentlich sehr viel wir haben diese Karte so gespielt, wie es im schönen Gedicht, dem Titelgedicht von diesem Band steht. Kocbek schreibt ja im Gedicht Der Nachbar auf der Wolke, du musst nur den Mund öffnen und das andere erledigt der Transistor. So fängt es an, so fängt unser Buch an, und es endet, dieses Gedicht, mit dem großen Moment des Slowenentums, wo ein paar Slowenen Karten spielen, Tarok spielen. Also hochironisch. Und ich glaube auch aus unserer Seite, es ist natürlich auch ein wenig Glücksspiel beim ganzen Buch mit dabei. Also ihr wollt verzaubern und ihr wollt mit diesem Buch auch spielen. Ihr wollt auch mit dem Leser spielen. Dann möchte ich zuerst mal noch oder an zweiter Stelle Herrn Göritz fragen, ist slowenische Lyrik schwer zu übersetzen? Stellt sie eine besonders schwierige Aufgabe dar, oder ist dieser spielerische, verzaubernde Charakter gewissermaßen ein Element, auf dem man als Übersetzer auch schweben kann? Ja und ja. Ja, das nützt mir nichts. Ja. Also wie jede Lyrik ist die Übersetzung von Lyrik wahrscheinlich schon für den Übersetzer, für die Übersetzerin das, was am schwierigsten ist, nicht nur wegen des vielfältigen kulturellen Hintergrunds, wegen der verschiedenen Möglichkeiten, die die verschiedenen Sprachen natürlich bieten. Hier war es aber ein großer Gewinn eher,
nicht nur das Aussuchen von schon bestehenden fantastischen Übersetzungen, sondern eben auch tatsächlich das Neuübersetzen, was auch einige Gedichte habe ich auch mit Alisch übersetzt, sehr viele mit Amalia, was dann eben ermöglichte, genau das auch auszuloten. Und wir stellten beim Übersetzen auch immer wieder fest, dass das, was Alisch eben beschrieb, als quasi das auf Augenhöhe sich mit der europäischen und auch mit der Weltlyrik befinden, dass das eben tatsächlich da ist. Und das mich als Lyriker und als Übersetzer natürlich fasziniert, zu schauen, dass eben Schalamun im Prinzip wie Ashbery jemand ist, der alles ins Gedicht packen kann, dass aber am Anfang des 20. Jahrhunderts die ganze Avantgarde, die gerade Kosovel dann widerspiegelt, dass das da ist, dass der alles kennt, von Rilke bis eben zu Apollinaire. Und das macht dann das Übersetzen, finde ich, wunderschön, weil es eben dann auch noch Spuren legt, die mir in der slowenischen Literatur sowieso besonders gut gefallen und die wir in Frankfurt auch versuchen groß zu machen. Es ist eigentlich das Schnittpunktland in Europa, das Schnittpunktland zwischen so vielen verschiedenen Sprachen und so vielen verschiedenen Kulturen und wie wir ja auch festgestellt haben, zwischen so und so vielen verschiedenen Dörfern, weil jeder Dialekt hier hinter dem nächsten Berg schon wieder was anderes aussagt, dass es einfach dann auch noch eine zweite Bedeutung gibt von mein Nachbar auf der Wolke, nämlich auch das, wir verstehen uns auch nicht so gut, es gibt auch Zank. Und das ist auch der Clou des Titelgedichts. Eine letzte Frage, denn uns sind nur 7 Minuten zugestanden, die wir locker auf 12 überschreiten. Frau Mašek, was ist jetzt gerade anschließend an das, was Herr Göritz gesagt hat, eigentlich das Slowenische, das spezifisch Slowenische an der slowenischen Lyrik? Ich habe den Eindruck, das Spielerische, die Weltoffenheit in die unterschiedlichsten Direktionen, Zugänglichkeit, sozusagen Freundlichkeit gegenüber dem Leser, ironische Heiterkeit, oder auch eine tiefe Melancholie, die aus der komplexen geschichtlichen Zwischenlage zwischen den unterschiedlichsten Nationen stammt, die unter Umständen dazu veranlasst, die Bilder der politischen Führer alle 10 oder 5 Jahre auszutauschen. Ja, ich glaube, es ist genauso, dass wir an dieser Schnittstelle uns befinden zwischen vielen Kulturen, die uns bereichern, aber auf der anderen Seite auch bedrohen manchmal. Und ich sehe die slowenische Lyrik auch als eine Lyrik des Widerstandes, also gegen jede mögliche Autorität, jede mögliche Regierung. Und ich glaube, die slowenische Lyrik, wie so manche Lyrik, entspringt eigentlich dem Schweigen oder dem Verschweigen, weil man unter unterschiedlichen Herrschern nicht einfach alles frei ausdrücken konnte und auch, ich weiß nicht, im Zwischenmenschlichen oft was verschweigt. Also das ist das eine. Und das andere, was ich sagen würde, ist, dass unsere Lyrik, ich glaube, von dem Gesang, von dem Volksgesang herkommt. Und deswegen schien es uns fast unmöglich, es gab sehr, sehr viele Versuche, unseren Nationaldichter ins Deutsche zu übersetzen, aber das klingt irgendwie nicht gut, weil es so gereimt ist und so einer besonderen slowenischen Melodik folgt, dass es sehr schwierig ist und dass es dann sehr schnell sehr gekünstelt oder sehr antiquiert aussieht, und deswegen wollten wir eher ein modernes Buch bringen. Die slowenische Lyrik ist verspielt, ist kreativ, ist offen, also für die Einflüsse von außen. Aber was ich immer wieder in der slowenischen Lyrik sehe, ist auch eine tiefe Melancholie und ein tiefer, tiefer Wunsch nach Transzendenz. Also vielleicht unterschätzt man das, wie tief dieser Wunsch nach Transzendenz, wie auch immer sie ausfällt, ist bei den Slowenen. Und das andere, was ich auch gesehen habe bei der Auswahl der Gedichte, dass wir immer das Zuhause bewahren wollen, das Zuhause suchen. Also es gibt sehr, sehr viele sehr schöne Gedichte, auch von den Dichtern, die heute auftreten werden, die über das Haus als solches, aber natürlich als Metapher sprechen. Und deswegen haben wir auch diese Themenfelder dann im Buch. Das sind so die wichtigsten Sachen natürlich für jede Lyrik. Wir haben nichts Neues erfunden, aber ganz besonders in der slowenischen Lyrik. Vielen Dank, liebe Frau Mašek. Sie haben den Charakter der slowenischen Lyrik sozusagen aufs Konziseste auf den Punkt gebracht. Und ob es sich genau so verhält, wie Sie es gesagt haben, dazu erfolgt jetzt die Probe aufs Exempel, und das werden Maja Hadalab und Ilmar Ragusa für uns mit
von Ihnen ausgewählten Lyrikerinnen und Lyrikern heute Abend für Sie gestalten. Vielen Dank den Herausgebern für dieses Buch, dem ab jetzt ein mittlerer Ewigkeitswert zugesprochen werden darf. Vielen Dank. Dober večer. Spoštovane dame in gospodje, dragi navzoči, v čast in v veliko veselje mi je, da je danes naloga na meni, da vam cenjenemu občinstvu ter članom in članicam Nemške akademije za jezik in slovstvo predstavim skupaj z mojo kolegico Ilmo Rakuzo izbrane slovenske pesnice in pesnike. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, alle Versuche, die slowenische Poesie vorzustellen, beginnen mit einem Paradox. Wie soll man den vielen Menschen, die der slowenischen Sprache nicht kundig sind, denen vielleicht die slowenische Literatur wie aus der Welt gefallen scheint, erklären, dass die Welt längst in der slowenischen Sprache beheimatet ist, dass die slowenische Literatur Teil eines weltumspannenden literarischen Dialogs ist. Diese paradoxe Situation, die Anwesenheit in der gleichzeitigen Abwesenheit, die dem Gefälle zwischen den kleinen und großen europäischen Sprachen geschuldet ist, hat nach meinem Dafürhalten die slowenische Literatur stark geprägt. Es gibt wohl kaum eine Kultur, in der die Dichtung so sehr die Aufgabe einer nationalen, kulturellen, sprachlichen Selbstvergewisserung übernommen hat. Kaum anderswo wird so leidenschaftlich und geradezu obsessiv über die Welthaltigkeit der Dichtung gestritten wie im innerslowenischen literarischen Dialog, während die Dichterinnen und Dichter zunehmend das Gefühl haben, Monologe zu führen und an den Rand der öffentlichen Wahrnehmung gedrängt zu werden. Kaum anderswo sind die Dichterinnen und Dichter in so großer Anzahl als Übersetzerinnen und Übersetzer anderssprachiger Literatur tätig als in Slowenien. Noch etwas erscheint mir bemerkenswert. Im kleinen slowenischen Sprachraum herrscht ein dichtes poetisches Gedränge. Überall tummeln sich Schreibende. Der literarische Raum ist eng bemessen. Wie also überleben, wie sich behaupten, wenn man sich im Kampf um die Existenz und um die literarische Sichtbarkeit gegenseitig auf die Beine tritt. Spricht man mit den slowenisch Schreibenden, stellt man fest, dass sie unterschiedliche Techniken des Überlebens entwickeln mussten, dass sie kundig darin sind, mit einem Gefühl von Vereinsamung innerhalb einer kleinen Gruppe zu bestehen. Noch eine Besonderheit möchte ich nicht unerwähnt lassen, die Rolle der slowenischen Literaturwissenschaft, die die Dichtung eng begleitet und versucht, den jeweiligen literarischen Rang einer Dichterin, eines Dichters sogleich festzumachen, seine oder ihre Texte in den Bezügen der aktuellen literarisch-ästhetischen Diskurse zu spiegeln oder zumindest einen Überblick, wenn nicht zuweilen sogar die Kontrolle in der Menge zu behaupten. Aber darüber wird heftig gestritten. Ich freue mich außerordentlich, dass wir Ihnen heute solche in mehrfacher Hinsicht auserwählte, geschätzte und an literarischen Preisen und Auszeichnungen reiche Dichterinnen und Dichter präsentieren können. Der erste aus dieser Runde ist Milan de Kleva.
Dober večer, ich wollte auch kurz Sie alle begrüßen und sagen, wie sehr ich mich freue, diesen Abend zusammen mit meiner lieben Kollegin Maya Hadalab moderieren zu dürfen. Maya Hadalab, die selber eine Lyrikerin ist, und zwar eine Lyrikerin, die sowohl Slowenisch als auch Deutsch schreibt. Sie wird heute nur in der Rolle der Moderatorin fungieren, aber Gedichte von ihr, slowenische Gedichte, finden sich auch in dieser Anthologie, die Sie lesen können. Wir werden alternierend moderieren. Maya beginnt mit Milan Decleva und so wird es alternierend gehen. Am Schluss gibt es auch ein Dichtergespräch, eine kleine Diskussion von allen 4 Beteiligten. Ja, wie gesagt, Milan Decleva. Er wurde 1946 in Ljubljana geboren, ist Dichter, Essayist, Romanautor, Jazzmusiker, war Journalist, Redakteur und, wie ich gelesen habe, auch Rugby-Spieler und manches mehr, hat inzwischen 27 Lyrikbände publiziert, sowie mehrere Erzählungen, Romane, Essaybände, Kinderbücher und Libretti für Musicals geschrieben. Declevas umfangreiches und vielfältiges literarisches Opus ist in vielfacher Hinsicht repräsentativ für den Reichtum der slowenischen Literatur. Seit seinem fulminanten Eintritt in die slowenische literarische Öffentlichkeit im Jahre 1961 mit seinem ersten Lyrikband hallen in seinen Texten die tektonischen Verschiebungen der letzten Jahrzehnte nach in Form von Gedanken, Notaten, Überlegungen. Declevas Texte sind Meditationen über unsere Gegenwart. Er liebt das Paradoxe, die Ironie, den Rhythmuswechsel, den philosophischen Diskurs, die Erkenntnisse der Naturwissenschaft. Alles verdichtet sich zu einem meditativen Gedankenfluss. Das Essayistische ist unterlegt mit einem besonderen Sound, als schriebe der Dichter in unaufhörlichen Improvisationen. Seit über 50 Jahren kreist Milan Decleva um das fühlende, intuitive Bewusstsein der Welt, wie er schreibt, um die Sprache, deren Grenzen und Ausdrucksmöglichkeiten er in jedem Text abtastet. Die Poesie ist der singende Körper der Sprache. Die Sprache ist das fühlende Bewusstsein der Welt. Ich bitte ihn um die Lesung Prosim Zabranje. Анаксимандър Рочтева. 5 чутил за едно сърце, 4 страни неба за една земля, 3 разсежности за един простор. 2 бити за еднega otroka, eno življenje za eno smrt. Nobene besede za brezkrajno, ki združuje srce, zemljo, prostor, otroka in smrt. Sladkam se z absurdom, dobro. Nisem se še naučil žmohtno kleti, že so mi dnevi šteti. Prijazno žitje primerjam s kobro. Žitje, bitje, ščegetavi smehec, nesmisel je moč velika. Takšno vlogo ima v verzu pika in v harmoniki mehec. Vloga univerzuma je neskončni rek. Univerzum je večji kot Bog za en prahec, en kamen, en stok. Neskončni rek je več kot narek. Kdor pričakuje ljubeznivi vek, se sladka z absurdom. Dobro. Hvala lepa. Pod ničevimi brki raste nekaj velikega. Gnezdo niča, belo jajce za belo smrt. Ljudje, ki se hočejo ogniti norosti, ne vidijo niča. Ne vidijo beli ljudje na belem ozadju.
pišejo bele verze v belini plina, v modrikastih komorah splina. Pamet bo prišla prepozno, bela koža hitro poka, v srcih bleja snežno jagne, ni več steze ven iz groba. Bele zemlje, belih ničel, vedenje je zmeraj grozno. Kar je zraslo iz človeka, je človeka zapustilo v belem času belih klonov in v jeziku brez naklonov. Še pred nadaljujem, bi se rad Maji zahvalil za tako lepo oznako moje poezije. Redko kdaj slišim tako čuječen prisluh. Zdaj pa nekaj o lirskem subjektu, ki, kot veste, je zelo zmuzljiva stvar. Pesem je, nekdo jo izreka, nekdo, ki je nekoč izkusil svobodo in se iz nje zakotalil kot pijan hrošč. Ostal je prazna prihodnost, iz trte izvit libertinski projekt brez kritja. Ampak to vztrajnost in natno drhtenje ritma v pesmi je pretresljivo. Za lirski subjekt in za umetni otok pred Dubajem. Pesem je, nihče je ne izreka. Sedanjost je vedno preskočena kolebnica. Na tej samomorilski točki lahko govorec iz vljudnosti preide v prvo osebo množine. Da bi vedeli, kaj je voda, moramo oljko posaditi v puščavo. In končal bom s pesmijo Berlinski zid. Okrog mene so govorili o zatonu zahoda in v nebo kovali lopate, nihče pa se ni spraševal o evoluciji zidovja. Simbol česa bo postala moja odsotnost. Če bi ljudje razumeli, da lahko preživijo vse, razen svoje svobode, bi mi pustili, da varam ženo, preklinjam radioaktivnega boga, tolažim poražene praprotne vojske, razvijem transcendentalni vitalizem podgan in razvoj znanosti v sekalcih. Da bo Berlin večji, bo treba več zidov. To veli zakon atonalnosti. Njegov prvi aksiom se glasi: Sonce je Mozartova kroglica, zavita v slovensko junaško pesnitev. Hvala lepa. Wir haben uns für den Ablauf dieser Veranstaltung gedacht, dass Ilma und ich jeweils den Autorinnen, den Autoren nach der Lesung Fragen stellen, was natürlich ziemlich schwierig ist, Fragen nach Lyrik zu schreiben. Aber wir werden das trotzdem versuchen, vor allem um vielleicht von den Dichterinnen und Dichtern mehr über ihren Alltag zu erfahren, wie sie leben und was sie schon immer das Gefühl hatten, dass sie einem größeren, vielleicht auch deutschsprachigen Publikum mitteilen wollten. Torej, jaz se zdaj še nisem odločila, Milan, a te bom jaz v slovenščini vprašala ali v nemščini. Bom nadaljevala v nemščini, ampak se lahko zgodi, da bom pač vmes tudi še kakšen slovenski stavek povedala. Milan de Kleva, Sie sind in dieser Runde der Älteste, das soll aber jetzt nicht vielleicht der Älteste an Erfahrung und haben als slowenisch schreibender Dichter viele historische Entwicklungen mitgemacht. Das heißt, Sie kennen einerseits die jugoslawische Realität
und Sie kennen die Realität unserer Zeit, unserer aktuellen Zeit. Es sind Jahrzehnte dazwischen und wahrscheinlich spüren Sie, und das hat man bei der gestrigen Diskussion vielleicht auch ein bisschen mitgespürt, oder haben Sie das Gefühl, dass man eigentlich sehr vieles noch mitteilen müsste oder vieles erklären könnte, wenn man in einer kleinen, unter Anführungszeichen kleinen Sprache spricht, wenn man in einem Raum lebt und arbeitet, der also von der Politik stark oder gewalttätig zum Teil auch durchpflügt wurde und bearbeitet wurde. Wie würden Sie sich verorten oder wie würdest du dich jetzt verorten? Wie siehst du dich mit einem Rückblick der letzten 50 Jahre und in der Jetztzeit als slowenischer Dichter? Kako gledam nase, to je pa res velik problem. Jaz kar naprej zgubljam identiteto. Včeraj smo namreč veliko razpravljali o naciji, identiteti in jeziku v tej povezavi in bilo je večkrat omenjeno tudi to, kako zdrsljiv pojem je identiteta. S tem se kar zelo strinjam. Jaz se sploh ne spomnim sebe izpred 50 let. No, ampak test za demenco sem dobro prestal. Kar se tiče tega, kar me Maja najbolj sprašujete, ali sprašuješ? Ja, začela si z vikanjem, potem, no, teva se tikati, ja. Zanimivo je, da je naslov antologije vzet iz Kocbekovega verza in prav je tako, kajti Kocbek se mi zdi res dominanten glas še vedno v naši poeziji in prav on je doživljal vse te paradokse, obrate politične molčanja. Mi vemo, da je monografija, ki mu je posvečena, nosi naslov In stoletje je zardelo, kajti tako dolgega prisilnega molka, kot je bil, na kakršnega je bil obsojen Edvard Kocbek, najbrž ni doživel ravno. Le malo pesnikov je doživelo takšno strašno osamo in gluhoto prostora okrog njega. In če smo že pri oblaku v hlačah in sosedu na oblaku, ja, bivša Jugoslavija je bil en takšen veličasten projekt, ampak žal na oblaku. Tako da se ni moral dobro končati in obrat v to, kar nam je pa prinesel modern čas, me pa še precej bolj žalosti, da govorim odkrito, kajti če je kaj za poezijo in za jezik pogubno, je pa to kapital in narek, pragmatični narek tega, da je treba biti še močnejši in še hitrejši in še uspešnejši in tako dalje. Skratka, to, kar smo včasih imenovali lepota, zdaj imenujemo profit in znašli smo se v prekleto hudem, v hudi stiski, tako da bomo morali, po mojem, in tukaj ima ravno poezija svojo moč, stvar na novo premisliti in mogoče kakšna urica kontemplacije in meditacije na dan ne bi škodila. Kajti poezija je brezkoristnost in v tem je njena velikanska moč in dar. Hvala lepa, Milan. Se bomo še pogovarjali. Zdaj pa nadaljujemo z Ilmo Rakuza.
Ich möchte Miljana Zunta, die hier neben mir sitzt, vorstellen. Miljana Zunta wurde 1976 in der Nähe von Gorica geboren. Sie studierte vergleichende Literaturwissenschaft und Anglistik in Ljubljana. Eine Zeit lang leitete sie das Vilenica und das Fabula Festival. Beim Vilenica Festival, Miljana, haben wir uns auch kennengelernt, vor einigen Jahren schon. Heute arbeitet Miljana Zunta als freie Autorin und als Übersetzerin aus dem Englischen und Italienischen. Gedichtbände von ihr tragen Titel wie Hälfte des Himmels 2010 und Licht von draußen 2018. 2022 erschienen ihre Tagesgedichte in dieser sehr schönen Ausgabe in der Edition Tannhäuser. Übrigens auch Milan de Kleva hatte 2022 in der gleichen Edition Tannhäuser diesen Band, die Schnittmenge der Schönheit. Ich zeige diese Bände, Sie können nachher auch gerne sie genauer anschauen, für diejenigen, die sich zusätzlich vertiefen wollen in einige Autorenstimmen, hätten Sie die Möglichkeit, aktuelle Bände dieser Autoren, Autorinnen zu erwerben. Nicht hier gerade, aber in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Ja, diese Tagesgedichte, übersetzt von Amalia Maciek und Matthias Göritz, sind ganz besondere Gedichte, auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Sie werden auch zwei Beispiele daraus hören. Miljana Zuntas Gedichte fangen synästhetisch Landschaftseindrücke und Stimmungsbilder ein. Das lyrische Ich erlebt sich als Teil verwunschener Atmosphären und Situationen. Besonders eindrücklich wird solche Verwunschenheit im Prosagedichtzyklus Tagesgedichte evoziert. Ein Mädchen, hinter dem man die Autorin als Kind vermuten darf, besucht eine alte Näherin in ihrem Haus. Einen Tag und eine Nacht lang gibt Zunta im Stundentakt die Erlebnisse und Beobachtungen dieses Mädchens wieder, beschreibt das geheimnisvolle Innenleben eines Hauses voller Stoffe, Spiegel, Fotos und Heiligenbilder, darin Licht und Schatten ihre Spiele treiben. Es handelt sich um suggestive Stillleben an der Grenze zum Traum, in der Schwebe gehalten durch eine zauberische Sprache. Miljana Zunta versteht sich auf Metaphern und Zwischentöne und selbst wo sie große Worte verwendet, entkommt sie dem Pathos. Zitat: Auch wir zwei sind glücklich, weder ich noch du. Zwischen dem Körper, der geht, und dem Körper, der kommt, ist eine Pause. Zwischen dem Körper, der da ist, und dem Körper, der hier ist, herrscht die nicht wundgelegene Schwermut der Ewigkeit. Erinnerung, Zeit, Licht und Meer gehören zu den Meer mit 2 E, gehören zu den Leitmotiven von Miljana Zuntas Poesie. Doch hören wir nun die Autorin selbst. Prosim, Miljana, bitte, Miljana. Dober večer. Tudi sama se zahvaljujem Ilmi za čudovito predstavitev moje poezije. Čast mi je, da sem tukaj in da sem vključena v to pomembno antologijo. Prva pesem je iz antologije in iz moje prve pesniške zbirke Zapol neba in je tej zbirki tudi dala ime. Zapol neba. Posedali smo kot ptiči na najvišjih vrhovih sosedove češnje in svetloba je lila po dlaneh in čez, po vejah in deblu do tav. Po pobočju do morja so žvrgolele sestradane želje po dnevih brez ur, ki smo jih zlagali kot dragocen nakit okoli zagorelih vratov in se učili, kako se senca vedno pomika soncem. Nismo zaklepali vrat hiš iz vonja borovcev.
Vsak je imel svoj ključ, ki je odklepal tudi morje na ogreti površini, da smo padali v shlajene globine kot cirkuške opice in se vračali vsakič za las večji. Ko smo zvečer opazovali posledice igre, smo molčali, ker nismo imeli besede za konec, ki pride vedno oddaleč in je majhen, kakor pikica na obzorju, preden postane ladja, velika, če pogledaš od spodaj navzgor, za pol neba. Naslednje dve pesmi sta pesmi v prozi iz knjige, ki jo je omenila Ilma, Pesmi dneva. Šestnajsta. Vejel je vse naokrog sosedovih hiš bodo obrezali, le naš dom bodo potolkle neobrzdane roke senc. Kot vsako pomlad sediva na prizidanem balkonu in se spominjava o Leandrov na mestih, kjer se je in spi in skriva in vrat, ki jih je požrl zid. Bingljava z nogami kot prevelik otrok in premajhen odrasel, le midve veva, kdo je kdo. Kaj ti suhe kosti že silijo proti meni, kot neobrezane veje starega hrasta. V drobnem hipu nepozornosti, zazrtega v skuštrano cev na razgreti pločevini avta, te ujame prihajajoči čas. Sredi šepetanih govoric se čudiš skrivnostim, ne veš, čemu ti jih prinašajo in ali sodijo prav vsem. Rad bi jih vrnil in se zahvalil, pozabil pravkar slišano, a zaupnosti velikih so začele delovati. Pozibavajo te na gladini odprtega morja, ki ekstatično zabrisuje svoj konec, ko prehaja v nebo. In že si vas drug. Nerodno omotan v starikavo kožo, ko suhe kosti že rasejo proti tebi. Na poti se bodo večkrat poškodovale, se zataknile, obrabile in razpokale, a se naposled zacelile v telesu, ki je zdaj še premajhno za žalost in skrb. Enaindvajseta. Pižama naj bo zlikana na črto, brisače naj bodo prepognjene na pol, posteljno pregrinjalo naj diši po vetru, ko piha z ravnopravšnjo močjo, zavese naj skrivajo razkrito, naj se vidi urejeno razkošje stare gospe in naj se ne vidi, ko rezilo likalnika prestreže neukročenost, ko dlan prekine spomladanski ples perila, ko prst potegne po zgodbi iz ravno prav velikih črk in pusti za sabo temno rdečo sled neznatnega mrčesa. Ko se pred oknom vstopi neobrezana češnja in soba zatisne oči. S temo pride tista misel, da bodo telesa s fotografij stopila čez rob okvirja in prišla gret svoja premražena stopala v najino posteljo. Vse nas je zeblo, ko smo bili majhni, boš spet rekla na pragu sanj, ko bom že dogležnil v ledeni Soči, ki je lepa in me ne mara in se ne bom več mogla premakniti. In dve krajše pesmi zadnje zbirke Svetloba od zunaj. Naplavine. Nekoč sva stali pred omaro in iskali v njej spomine. Zdaj si ti ta prostor, kjer se izgubljajo stvari. Lovim jih za besede in jih vračam obnemela usta. Vso drobno in nespoznatno te nabiram po kotih sobe, ne razločim te od stvari, ki si jih nekoč nosila v žepih. S polnim naročjem naplavin zvečer sestavljam tvoj obraz. Pišem in pišem, dokler je svetlo. In še poskus padca. Kakor da napiši, ni bilo še padca. Le poskus izgubiti to telo. V zraku med objemom in objemom nepripadno. To telo, začetek neobljudenih poti,
v kljubovanju utehi vsakega postanka. Kakor da, napiši in ne izbriši, svoboda zgolj lebdi, zgolj v zraku, nikogaršnja uteha. Daritev nezlaganih iz objema v objem je čisto blizu soncu, a nikdar v njem. Kako na to tvrči, odleti in kot da pade. Kako je vse bolj blizu, vse bolj tukaj, vse bolj zdaj. Kakor da, napiši, ni bilo še padca. Zgolj oljni madež na razburkani gladini, trdovratni, neutonljivi, še. Hvala lepa. Ich stelle eine etwas merkwürdige Frage an Milena Zunta. Halten Sie etwas von dem Begriff weibliche Poesie? Nisem pričakovala tega vprašanja, ampak o njem veliko razmišljam. Moram si sposoditi misel, ki je najboljši možen odgovor na to vprašanje in ki jo je izrekla pesnica Denise Levertov, ki sem jo prevajala in je tudi veliko sama razmišljala o vprašanju identitete. Pravi, da človek ustvarja iz tistega dela sebe, kjer ni še nič. In obenem, kot je rekla Emily Dickinson, kjer prebivamo v možnostih. Se pravi, iz tistega izobilja pomena in možnosti, kjer nismo nič še zares in dokončno in kjer imaginacija se lahko razpre krila in prosto potuje. Po drugi strani pa je poezija narejena iz jezika in jezik je narejen iz našega vsakdanjika, opisuje to, kar smo. In moja realnost je realnost otrok, realnost materinstva, realnost gospodinjstva, realnost tudi tega, da mi postavljajo vprašanja o ženski poeziji. Tako da vse to pronica v to izobilje možnosti in ga seveda s konkretnimi podobami, ki so gotovo v tem smislu bolj ženske, tudi v marsičem določa. Hvala lepa. Sie haben sehr schön geantwortet. Ich bin ein bisschen verlegen, diese Frage gestellt zu haben, aber es gibt ja doch Unterschiede in Sensibilitäten, Wahrnehmungen, ohne irgendein wertendes Moment, sondern nur Unterschiede. Und Sie haben das ja schon aufgezählt, eben wenn Sie sagen Mutterschaft, wie wurde Gospodinstvo übersetzt, eben die Häuslichkeit und das Wirtschaften zu Hause und so weiter. Ja. Was mir bei Ihren Gedichten auffällt und was sehr, sehr schön ist, ist dieser Metaphernreichtum, dass ich den Eindruck habe, Sie gehen von manchmal, denke ich, sehr konkreten Situationen aus, bei diesen Tagesgedichten, von diesem Haus, dieser alten Frau, dieser Näherin und allem, was in diesem Haus so ist und um das Haus herum. Aber die Art und Weise, wie Sie diese Atmosphäre beschreiben, die ist so, dass sich etwas bisschen märchenhaft Verwunschenes einstellt. Das heißt, dieser ganze Raum, auch dieser Erinnerungsraum, verdichtet sich in einer ganz unglaublichen Weise. Auch die Zeit, die zwischen dem Damals und dem Heute liegt, die schnurrt irgendwie zusammen. Auch da ein Verdichtungsmoment von Raum und Zeit. Ja, die Frage, wie Sie das machen, das können Sie ja hier nicht auf der Bühne erklären. Das kann man oft sowieso nicht erklären, wie man es macht und warum man es macht. Ich konstatiere nur, dass das geschieht in Ihren Gedichten und an der Metapher ist Ihnen gelegen, ganz offensichtlich. Ja? Also Sie würden, das stellt sich bei Ihnen ein. Ja? Wenn Sie anfangen zu schreiben, sind Sie schon in diesem metaphorischen Diskurs wahrscheinlich. Ja? Das Resultat zeigt es, aber können Sie so ein bisschen in Ihre Schreibwerkstatt hineinleuchten vielleicht, wenn Ihnen das gelingt auf offener Bühne? Am Beispiel
zum Beispiel eben dieser Tagesgedichte, aus denen Sie 2 vorgelesen haben. Die sind ja getaktet, also 24 gibt es und in jeder Stunde findet sich so ein fast ganzseitiges Tagesgedicht. Ustvarjalni proces pri meni se spreminja iz knjige v knjigo. Vedno se mi zdi, da hodim po isti pokrajini, ampak se mi zdi, da se učim iz napak in skušam priti naproti neki jasnosti, preprostosti, za katero je tudi kiparka Agnez Martin rekla, da preprostost nikoli ni preprosta. Se pravi, priti do ene izčiščene podobe, metafore, ki učinkuje zelo neposredno. Pri pesmih dneva je gostota metafor velika, medtem ko v drugih knjigah, v tej, ki je ravno zdaj v tisku, je pa zelo majhna, kar mi je mogoče še celo bliže. Ampak vzgib za pisanje vsake posamezne pesmi in tudi knjige kot celote je vedno predbesedno. Je vedno nekaj, kar me nagovori iz molka, je neko vzdušje in ta opis, ki ste ga prej podali, ta sinestetični občutek, celovitost nekega občutka, ki prehaja iz jezika v molk in nazaj, je ključen. Ko se to začne prevajati v jezik, obstaja vedno neka določena frustracija, ker nekaj je izuzeto, jezik pa potem spet naredi svoje, ko gradi eno svojo resničnost, ker pesem je vendarle resničnost, ki je sestavljena iz jezika. Tako da ta prvi vzgib, to razpoloženje je nekaj, kar skušam ohraniti v mislih ves čas, ko pišem pesem, se vračati pravzaprav k temu, kako je bilo, ko je bilo najbolj pristno, najbolj iskreno in kar sama doživljam kot eno resnico svojega notranjega življenja. Vrnitev, tudi ko popravljam pesmi, jaz imam veliko različic iste pesmi, ne popravljam tako, da iščem ustreznejše besede, ampak popravljam tako, da vstopim spet v to razpoloženje in se vprašam, če je ta pesem nek verodostojen, ustrezen odraz tega občutja. Pri pesmih dneva je gostota metafor res večja, kot ugotavljate, ker je tukaj vendarle mogoče malo bolj konceptualno zastavljena zbirka. Vse se dogaja v hiši, razen ene pesmi, ki se dogaja ob morju, in ta hiša sama po sebi nudi cel kup enih predmetov, situacij, prostorov, ki z nekimi jezikovnimi obrati lahko brez velikega čaranja že učinkujejo poetično. Se pravi, s pravo besedo, s pravim zasukom lahko en predmet naseli pravzaprav poezijo. In poskušala sem biti po eni strani zelo neposredna, vstopiti to doživljanje otroka, ki je zelo celovito doživljanje sveta, kakršno je mogoče potem tudi na starost. Vmes se potem malček porazgubi ta možnost celostnega mišljenja, ampak vstopiti to otroško logiko in razbrati v teh najbolj vsakdanjih predmetih čarobnost. Čarobnost, wunderbar, slowenisches Wort, Verzauberung, Zauber. Hvala lepa, Miljana, vielen Dank für diesen sehr schönen, kurzen Einblick in die Werkstatt. Ich übergebe wieder an Maja, die Uroš Zupan einführen wird. Wir werden ja am Schluss noch ein Vierergespräch führen, wo wir vielleicht auf einige Themen zurückkommen. Uroš Zupan kam 1963 in Trbovlje, einer Stadt der Schwermetallindustrie östlich von Ljubljana, zur Welt. Er studierte vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität in Ljubljana, ist Dichter, Essayist und Übersetzer aus dem Amerikanischen und Serbokroatischen. 1991 trat Uroš Zupan mit dem ersten Lyrikband Sutre an die literarische Öffentlichkeit. Das Erscheinen des Buches glich damals einer Sensation. In seinen Gedichten behauptete Zupan,
einen eigenen, lakonischen, suggestiven, melancholischen Ton, der sich von der damals publizierten slowenischen Lyrik in vielem unterschied. Dies geschah zu einer Zeit, in der Slowenien aus der jugoslawischen Föderation austrat und sich zu einem selbstständigen und freien Staat erklärte. Während viele slowenische Schriftsteller eine aktive Rolle in den politischen Umwälzungen einnahmen, zum Beispiel die neue Staatsverfassung mitformulierten, Petitionen und Appelle unterzeichneten, schrieb Uroš Zupan melancholische Langgedichte, die sich der Magie des Alltäglichen, Unspektakulären hingaben. Er verweigerte sich den postmodernen Diskursen seiner Kollegen und stellte seine Wahrnehmung des Alltags, seine Träume und Illusionen in den Fokus der literarischen Arbeit. Inzwischen ist es etwas stiller um Uroš Zupan geworden, da er sich im aktuellen Literaturbetrieb mit seinen Konkurrenzmechanismen, wie er sagt, nicht zurechtfinden mag. Sein Werk aber ist inzwischen auf 15 Lyrikbände und 11 Essaybände angewachsen. Schreiben ist wie das Gehen ein ständiges Voranschreiten in das Innere der Wahrnehmung. Man braucht einen langen Atem. Und die Dichtung, eine explizite Form der Intimität, schreibt Uroš Zupan, intim wie eine Liebesaffäre. Auf Deutsch liegen inzwischen 2 Bände, übersetzt von Fabian Haffner vor. Beim Verlassen des Hauses, in dem wir uns liebten, erschienen im Jahr 2000 im Residenzverlag, und Immer bleibt das andere, erschienen in der Edition Lyrikkabinett bei Hansa im Jahr 2007. Ich bitte nun um die Lesung. 2008. Igranje Boga. Za Aleša v prostranstvu. 2 leti je moja senca deževala v jezik. Svet se ni spremenil. Planet se čisti in krvavi, mesec sledi mesecu, sončna in deževna razpoloženja se izmenjujejo. Po pločnikih se sprehajajo ljudje, posjedajo po kavarnah in se pogovarjajo, branjevke na tržnici so prijazne, sveža zelenjava diši. Raj in padec se včasih znajdeta v ravnovesju. Pogled v svet, zapuščanje lastnega kozmosa, razširi življenje in skrha robove. Zemlja je tista, ki prišteje čas. Natašino telo, njena toplota in njen glas. Če jih moja sebičnost spodmakne, me prestavi v drugo dimenzijo in drugo hitrost. Tema se vname, raketa brez posadke zapusti strelišče. Nekdo, ki se je sam podal na južni tečaj, v mislih prešteva ledene kvadre, jih sestavlja v visoko zgradbo, da v svoji zamaknjeni slepoti ne uniči ljubezni. Mojemu prijatelju se je prejšnji teden rodila hčerka. Jokal je, ko je zagledal njeno glavico. Zdaj je spremenjen in drugačen. Njegov glas je mehkejši. Senco, ki jo nosi na obrazu, je prekrila sled luči. Tudi jaz bi rad položil dlan na vzhajajoči ženski trebuh, na polne ženske prsi. Kriteriji iz umetnosti, preneseni na ljudi, zakrijajo resnični svet. V neznanem stoletju Parcival nepremično zre v 3 kaplje krvi na snegu. Obstajajo stvari v življenju pomembnejše od igranja Boga. Veliki petek. Pred 40 leti je Gagarin poletel v vesolje. Zemlja je bila modra,
angelov ni videl, hodili so med nami. Pred 1967 leti je Kristus razsipal svojo enormno auro po gričih Palestine. Stemnilo se je, ko je umrl na križu. Njemu je bilo lahko, vedel je, da bo čez nekaj dni stal na obali Galilejskega jezera in prepoznaval svoj glas, ki se bo dotikal vode. 88krat si preživela ta dan in nikoli se nisi zdrznila. 88krat so bila znamenja Božje numerologije neopazna. Bila sta le post in čakanje, da se svet prerodi. Čas za cvetje na drevju in poganke v zemlji. Čas, da se ljudje usedejo na tla in zleknejo v visoko travo. Bil je čas, a zdaj ga ni. Začetek prejšnjega stoletja je pozabljen. Vojne, ki si se jih spominjala, pozabljene. Auschwitz, prvi klici onstranstva, Judje zapuščajo barake skozi dimnike, Cigani zapuščajo barake skozi dimnike, smrt je mojster iz Nemčije, pozabljeni. Otroci odrasli, odseljeni, hiša dokončana, obrasla s plezalkami, zgodnja vstajanja, dela na polju, meglica kot morje nad dolino, zrelo žito kot ogenj na nebu, zgodnje smrti, napačne diagnoze, antiseptična luč klinik, korak od njih pa življenje, z visokimi valovi in morsko peno, smeh, ki pripada drugim, pozabljeni. Bel cerkveni zvonik, na griču kot premec ladje, ki ne odpluje nikamor, pozabljen, zajci, kokoši, vrtovi, polje, sadovnjak, pozabljeni, vsako leto znova sprejeto in pričakovano življenje, tiho tkanje ur, nevidna mreža stkana iz dobrote in poguma, pozabljeni. Telo se je skrčilo, pripravilo na neobstoj, še en človek iz vasi je odšel, še ena zvezda ugasnila, vse je izgubljeno in zopet najdeno v dolgih hodnikih spomina tistih, ki ostajajo. Besede posute kot pepel v veter, smrt, bolečina, izguba, sožalje odmevajo votlo v ustih za hip rešenih, izpraznjene mesa. Vse je izpraznjeno mesa, obleke, sobe, očala, vrt, zobne proteze, naprstniki, copati, čevlji, tišina. V počasnem sprevodu se pomikamo skozi prvi teden na zemlji brez tebe. Naslanjamo se na sonce, toplota nam nekaj obljublja, začasne rešitve, slepila, naslanjamo se na veter, čudaška rasa, členi v verigi, števila v binarnem sistemu rojevanja in umiranja. Ko naša moč presahne, jo sreča druga. Rimljani so odšli v Ostijo, nam ni treba iti nikamor. K nam prihajajo morje, travniki, hribi, žito. Jezus sedi ob svojem očetu, v to smo se navadili verjeti. Gagarinov duh kroži po orbiti, vsa človeška megalomanija ima svoje meje, v to ne verjamemo. Ti si na potovanju k možu, najmlajši hčerki in zetu, v to se bomo morali navaditi verjeti. Povej jim, da sta dvojčici krhki, a si v vaš čas učila poguma. Dobro je, vse ima svoj red, ko prispeš, javi. Spimo z odprtimi očmi, dihamo globoko, čakamo znamenja, solze so se posušile, za njimi je prišel dež in zrahljal zemljo. Strašno leto. Strašno leto, kot izdaja, kot katalog prahu. Jutro, čas pred čajem, tolsto, molčeči elektronski si, pogledi na ekran, ob mastnem tisku srečni, začudeni obrazi, kakor brez povezave z njim, velike fotografije novo prištetih med prikazni, komentarji in dokazi, da se svet ponovno prazni. V nadračunalniku vesolja utečen proces, izbira brez sorodnosti. Brodnik vzdihuje, se briše čelo, preklinja, ko črni čoln drsi čez črno vodo. Udarci sekire se vračajo in spet zapuščajo naš gozd, včasih glasni, včasih tihi, kot bi v soncu pokal prezrel grozd. Ob končni uri
so izjednačena vsa imena, naši heroji, popolni neznanci, naši prijatelji. Pomešani so obrazi, kontinenti, vode, sanje, zrak, človeške želje, sončni zahodi, trepetajoči mrak. V gosjem redu si sledijo dokončane usode. Kdo od ognja, od bolezni, kdo v nesreči, kdo od svoje roke, kdo v miru, zbotan s sabo, s poravnanimi računi, spokojno bližajoč se niču, dokončani sreči, garderobi večnosti. Strašno leto. Kdo izbira, kdo nas kliče. V katerem jeziku? V angleščini? Uroš möchte noch ein Gedicht auf Deutsch vorlesen in der Übersetzung von Fabian Hafner. Hölderlin-Turm. Cengduiska 34, Wohnung Nummer 5, erster Stock, 3 Treppen hoch und dann geradeaus, sodass dir ein riesiges Türschild ins Gesicht prallt, das größte in Fugine, wenn nicht sogar in ganz Ljubljana, eines Dichters würdig. Mein Vater hat es an der Tür angebracht, Supan steht drauf. Das ist mein Hölderlin-Turm. Zwar hat ihn mir kein Schreinermeister geschenkt, damit ich zu seinem Lobpreis die Götter anriefe, sondern die Gemeinde Ljubljana Zentrum mit genau derselben Absicht. Nun verbringe ich die meiste Zeit hier. Ich liege, schlafe, warte auf Natascha, drücke auf die Knöpfe der Fernbedienung, warte, dass auf irgendeinem Kanal ein Fußballspiel übertragen wird. Marian Rožanc würde sagen, die Messe des 20. Jahrhunderts. Ich mache mich rund um den Herd zu schaffen, koche Risotto, Pasta, Suppen, vollbringe im Ofen Wunder, mische Salate, Rucola muss sein, tunke Brot in Olivenöl, esse den Mediterran. Wenn Natascha nach Hause kommt, isst auch sie den Mediterran. Am allerliebsten bin ich ein blinder Passagier auf dem Schiff, das in die Kindheit fährt. Dann schreibe ich alles auf. Einige lesen das und legen es angekelt weg. Einige lesen das und verlieben sich in das Geschriebene. Die sind mir lieber. Ich brauche nirgendwo hinzugehen. Ich drehe einen unsichtbaren Globus, stecke die Fähnchen meiner vergangenen und künftigen Expeditionen hinein. Abends versperre ich die Münder meiner Bücher, damit sie nicht streiten. Draußen fließt die Ljubljanica, die sich für den Neckar hält. Doch der Neckar kann nur die Trboveljščica sein. Ich gehe an der Ljubljanica entlang, fahre mit Inliners, immer leichtsinniger, ich springe schon über Bordkanten, fürs Erste ungestraft. Statt mit aller angebrachten Achtung vor Größe unablässig zu lernen, Palaksch, Palaksch, brille ich laut über den Spielplatz, hier mit dem Ball, Saka Geitla, Waschwind, Wataidigin. Leute rufen mich an und wecken mich aus meiner Dichtertrance und fragen: Herr Supan, haben Sie vielleicht schon meine Gedichte gelesen? Was halten Sie von ihnen? Mir fällt keine Ausrede mehr ein. Am liebsten würde ich mit dieser Schwerarbeit aufhören. Ich finde mich im Feld zarter Seelen schlecht zurecht. Zu Besuch kommt nie jemand. Die dichterischen Energien in diesem Raum könnten jemanden zu sehr beglücken. Und davor fürchten sich alle. Weiß Gott, was mir die Nachbarn alles zu trauen. Geldwäsche, Waffenschreiberei, Mädchenhandel, Geschäfte mit Träumen, Sachen mit Worten, die die
schlimmsten Wunden heilen. Mein Bild ist in der Zeitung. Letzthin trat ich mit gewählten Worten und sorgfältig abgewägten, kunstvoll gedrechselten Sätzen in den Hauptabendnachrichten eines Privatfernsehens auf. Und die Leute dachten wieder, der ist sicher reich. Ich sehe mich im Fernsehen nicht an. Der Bildschirm trägt zu sehr auf. Früher sehnte ich mich nach Aufmerksamkeit, Glitter und Glamour, damit mich eine unbekannte Schöne am Ärmel packt und sagt, ich suche dich schon lange, du bist noch schöner als auf dem Foto. Bist das überhaupt du? Heute genieße ich es, im Untergrund zu leben, lese abwechselnd theologische Studien und Sportteile. Zuerst eine halbe Stunde Zeugnis für das Gute, dann eine halbe Stunde World Soccer. Die Reihenfolge ist unerheblich und die Ergebnisse sind jetzt schon erstaunlich. Dankeschön. Ich glaube, da erübrigen sich viele Fragen zur dichterischen Existenz und auch Fragen, die gestern in der Diskussion diskutiert wurden, Fragen der nationalen Identität in der Dichtung, so dass ich denke, dass du ja auch mit diesen Gedichten jetzt schon die Fragen, die ich dir stellen wollte, schon beantwortet hast, vor allem auch mit dem letzten Gedicht. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt in der Lesung fortfahren und dann noch in einer, wie gesagt, letzten Runde noch Fragen stellen. Ja. Ich möchte Stanka Hrastel vorstellen. Sie wurde 1975 in Brežice geboren. Sie ist Lyrikerin, Essayistin und Prosaautorin und organisiert bzw. moderiert Kulturveranstaltungen. Bekannt ist sie auch als Keramikkünstlerin. A je to res? Še vedno? Keramikkünstlerin. To je držalo do izpred 4-5 let. Ja, also bis vor 4-5 Jahren, jetzt offenbar nicht mehr, aber es ist eigentlich eine schöne Kombination, finde ich, Lyrikerin zu sein und Keramikkünstlerin. Für ihren ersten Gedichtband Niedrige Töne, ganz interessant, niedrige Töne, nicht hohe Töne, 2005 wurde sie mit dem Preis für das beste Debüt ausgezeichnet. Seither veröffentlichte sie weitere Lyrikbände sowie einen Roman. In deutscher Übersetzung ist 2009 in der Edition Korrespondenzen in Wien ihr Gedichtband Anatomie im Zimmer erschienen, 2020 in einem anderen Verlag ihr Roman Batseba. Das Bändchen Anatomie im Zimmer habe ich auch mitgenommen. Die Edition Korrespondenzen ist auch einer jener sehr verdienstvollen Verlage, die sich viel mit Lyrik beschäftigen und auch viel Lyrik aus dem Ausland, also sprich nicht deutschsprachige Lyrik, veröffentlichen. Stanka Hrastels Gedichte sind von einer erfrischenden Konkretheit, ob sie einen Arztbesuch ihres Vaters schildert oder die Zeit, die man im Kaffeehaus oder im Gras versitzt, ob sie über Dusche, Regen, Wäsche und solche Sachen schreibt oder über die Vorteile der Provinz, wo Briefträger auch Kuverts mit unvollständiger Adresse richtig zustellen. Mit lakonischem Witz entlarvt sie das menschlich allzu Menschliche und verpasst scheinbar trivialen Szenen einen philosophischen Twist. Melancholische Schwere, die der slowenischen Poesie immer wieder nachgesagt wird, geht ihr völlig ab.
Dagegen kann man bei Stanka Hrastel lernen, wie auf dem Dorf in traditioneller Weise Hühner geschlachtet werden, keine ganz unblutige Angelegenheit, und wie man am besten zur Ruhe kommt. Ich zitiere aus dem Gedicht Seiltanz. Natürlich ist es am einfachsten, wenn man schlafen geht. Man macht die Augen zu und tschüss. Es ist ideal, wenn man einen tiefen Schlaf hat und sich im Wachzustand an nichts erinnert. Es ist am besten, wenn man seine Gedanken nicht belastet, die Hirnknoten mit nichts füttert. Die Erbauer der Welten könnten was auch immer sein, wer auch immer. Es ist wunderbar, wenn man im Leben nie von Peripathetikern gehört hat, von den Fayum-Porträts oder von Savonarola. Und es ist überhaupt klug, dem Stress aus dem Weg zu gehen, den die Brüder Karamasow auslösen. Weitere Ratschläge finden Sie im besagten Gedicht Seiltanz. Ja, Stanka Hrastels Lyrik hat etwas Erfrischendes und Direktes. Eindimensional oder simplizistisch ist sie aber keineswegs. Sie macht immer wieder Staunen und regt zum Nachdenken an. Hat man sich einmal auf ihren ironisch-launigen Ton eingelassen und hat man sich mit ihm auch angefreundet. Ja, bitte, Stanka, prosim. Ja, jaz bom prebrala oziroma predstavila tudi dve pesmi z nekoliko drugačnim, mogoče celo nekoliko melanholičnim tonom in se vam opravičujem, ker niso povsem vse moje pesmi bum in sveže. Zelo nerada berem sede, tam pa se mi zdi, da je ta stebriček kot neka bariera, zato bom preprosto ustala. Čas, ko posedaš v kavarni ali v travi, je odmerjen premišljeno, kakor molk, ki ga natočiš v skodelico, ko je treba govoriti o vsakdanjosti, kajti nič na svetu ni vsakdanje in včasih se zlije čez rob. Še so stvari, ki me presenetijo. Tvoje zanimanje za barok, skleda sliv v hladilniku, ali kako za trenutek podržiš roko na kljuki, preden mi odpreš. Družinski grobovi. Moja družina ni nikdar imela grobnice. Še tisti grobovi, ki so kdaj obstajali, so se krušili in ugrezali. In napis na nagrobniku, ki se je odlomil teti od srca, ko je izvedela za bratovo smrt, so še vedno krvaveč prepisali na druge nagrobnike, ker je bil ganljiv in lep. In moji družini ni ostala nobena bolečina, ki bi jo shranili v družinski album kot nekaj samo našega. Naša žalost se je zdela lepa in so jo posnemali. Dečki so se utapljali, moški obešali, starci umirali brez morfija. Na pogrebih mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobarji preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobarji preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove.
mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove.
mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove. Mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina ima grobove.
mojih sorodnikov je bilo vedno mrzlo in ko so kopali zemljo, so grobari preklinjali mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali, naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke, jim jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi
ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj jok in krik ostaneta prihranjena za doma. Naša družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj družina, mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla.
Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj družina mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj družina mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj družina mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Spominjam se, kako smo na pogrebih drug drugemu s suhimi očmi ukazovali naj družina mraz in pljuvali na trdo zemljo. Kadar je zbor ob odprtem grobu pel žalostinke in jih je burja zabijala nazaj v grla. Also Poesieabende, die eigentlich eine Art musikalisch-poetische Performance sind. To obstaja, mislim, tle so na drevja literatura, ko res je malo šerpa založba, obstajajo branja povezana z glasbo. Ta izum je star pri nas, bom rekel, koliko je na 20 let, recimo, ne? 20 let je to star. Zdaj pa ne vem, ali je, ampak na branjih poezije, mislim, to pride 10, 15, 20 ljudi, mislim. Obstajalo neka prireditev, ki se je rekla Mlade Rime, jaz mislim, da ta je bila pa zelo obiskana, ne? Tam je bilo zelo veliko ljudi, no. Ampak drugače pa, nekaj sem hotel povedati, sem pozabil, s tem v zvezi, pozabil. Obstaja to, skratka, obstajajo. Ampak hotel sem še nekaj v zvezi z branjem, mlajši ljudje in branje, ne. Problem mlajši ljudje in branje je problem ekranov, ne. Ker na ekranih so ti dražljaje, konstantno migotanje na ekranih računalniških ali pa na ekranih mobilnih telefonov, ne. Skratka, skozi se nekaj giba, skozi se nekaj predstavlja, ne. Zdaj pa, če je pa človek soočen z belino papirja in s črkami na tem papirju, pa ne glede na dejstvo, gre za poezijo ali gre za prozo, kjer vse miruje, to jaz govorim za lastne izkušnje pri svojih otrocih, govorim to, ne. Pa enostavno jih to dela nervozne in živčne, ne. S tem, da je ko imaš ti določeno zadevo na ekranu, je vse servirano. Ti ni treba domišljijo uporabljati. Ti ni treba na notranjem platnu si predstavljati obrazov, scenarije in ne vem česa še, ne, kako kdo zgleda in tako naprej, ne. Pri branju si pa to moraš delati, ne. Mogoče tudi zaradi tega, ne vem, da se, govorim zdaj za mlajše ljudi, recimo, da se pač manj bere. Pa še nekaj je, ne. Včasih se mi zdi, recimo, za časa socializma ni bilo toliko teh motivcev vsega pa potrošništva pa tako naprej, kot je zdaj, ne. Včasih se mi zdi, da tisti, ki so se imeli za intelektualce,
so bili naročeni na razne zbirke, kot so 100 romanov, to so svetovni klasiki recimo, ne? Pa neke domače knjige, kaj je bilo Naša beseda, to je pač antologija slovenskih književnosti od, ne vem, Prešerna pa tako naprej, pa tudi jugoslovansko smo imeli, pa Nobelovce pa tako. In ljudje niso te knjige samo kupovali zaradi tega, da bi jim zapolnili prostor na omarah, ne? V določenih barvah, kakršne barve so imeli omare, mislim, takšne barve so imeli knjige, če je tako naprej, ampak so dejansko tudi te knjige brali in so v njih pogovarjali, ne? To se mi zdi, da danes je popolnoma izginilo, ker gre enostavno ta pozornost, pa ta čas, ki je bil včasih za branje, za razmišljanje, gre nekam drugam, ne? Ali gre v potovanje, ali gre v potrošništvo, ali pa nekam gre, no? Mislim, da je ni dobro, no, mislim, za zadevo, s katero se ukvarjamo, no, ampak. Ja, lieber Uroš, Sie klingen ein bisschen pessimistisch und klagen über die Überproduktion. Lieber zu viel als zu wenig, aber Entschuldigung, Milan, Sie wollten noch was sagen, ja? Wollten Sie noch was sagen? Ne, jaz sem samo hotel prej dopolniti Uroša, ki je govoril o preveč izdanih knjigah. Jaz mislim, da mene pa to sploh ne moti. Kaj ti hočem povedati, tudi slaba poezija je boljša kot molk in boljša kot migotanje ekranov, tako jaz mislim, ker zahteva določen napor v jeziku in opozarja nas na nekaj drugega, da poezija še vedno igra v človeški duši vlogo zdravilca. Še vedno smo takrat, ko stopimo v stik s poezijo, ko skušamo napisati pesem, pa tudi, če se nam ne posreči, neke vrste šamani. In zato me tudi hiperprodukcija poezije ne moti, sploh ne. Zdaj ti lahko ugovarjam, ampak potem se bo preveč zavlekli, tako da bomo nehali. Kar ugovarjaj. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende unseres Poesieabends. Ich hoffe, Sie haben Anregendes gehört und erfahren und es gibt diese wunderschöne Anthologie. Lesen Sie bitte, machen Sie sich mit dieser reichen slowenischen Poesie vertraut. Sie haben ein paar Beispiele jetzt live erlebt und ich bedanke mich sehr bei allen Beteiligten für das Lesen und für das auswendig Sprechen und hoffe, wie gesagt, dass die Anregungen weitergehen. Das mit der Hyperproduktion, da sehe ich auch nicht so ein großes Problem. Slowenien wird ein Land der Literatur und der Poesie bleiben. Und das ist großartig, ein kleines Land mit großer Poesie. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Es gibt eine Fortsetzung um 22 Uhr. Viel Vergnügen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit über 2 Stunden. Dankeschön.